Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Ich muss aber gestehen, dass ich hier diese Nazca-Sache mit dem entsprechenden Dungeon eigentlich am schlechtesten finde. Von der ganzen Ruine, die wir jetzt aufsuchen und von den ganzen Gebieten, finde ich den Dungeon eigentlich am blödesten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin recht froh, dass der noch ziemlich am Anfang ist. Weil danach kommen definitiv die richtig coole Sache. Den fand ich immer ziemlich lästig, den Dungeon hier. Passen auf, dass wir nicht verlieren. Ich finde es urheimlich, ja, immer noch, okay. Und ihr? Ergibt die Anordnung von der Felsen nicht ein Muster? Ja, der immer noch dasselbe. Und du? Ja, die noch mit ihrer schlechten Witze. Dann sollten wir vielleicht mal die ganze Dinger checken, ob man nicht hier irgendwo stehen, die was bedeuten. Ups, da bin ich nicht ausgerüstet. Sorry, da bin ich aus Versehen wohl auf die B-Taste gekommen. Da haben wir jetzt wohl nichts. Die sind auch ziemlich wahllos hier, die Stähe. Da kannst du dann die Linie wahllos dazu denken. So, das Gesicht hat nicht wirklich was in dem Kondor. Hier finde ich auch nichts. Nee. Da hat's auch nichts. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da machen muss, damit das getriggert wird. Ich suche jetzt einfach mal jeden Stell hier ab. Und ich bin mir nämlich sicher, was es, wie gesagt, triggert, dass die Leute sich dann alle um was versammeln. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Das heißt, ich muss jetzt hier selber nochmal probieren. Hier in dem unteren Bereich haben wir gar kein Stell mehr. Auch beim Schwanz vom Kondor ist nix. Hoppala, wieder auf die B-Taste aus hier kommen. Das kann wohl passieren. So, da hat man ja auch schon nix. Nö, mit euch verzähle. Ja, immer noch dasselbe. Ja, da stehen wir jetzt dumm rum, ne? Da kann ich mich irgendwie auch noch so lustig dazu stellen. Fehlt noch der vierte, dann stehen wir alle um den blöden Stell rum und glotzen dumm. Tja, wie war dann das nochmal hier? Soll ich vielleicht fortgehen aus dem Gebiet? Ich bin mir nicht so sicher. Nazca ist groß, also entferne ich nicht so weit. Tja. Vielleicht dann wirklich noch eine Reihefolge? Moment, aber ich glaube, das war irgendwas im Sand oder so. Hier, wo sich theoretisch dann die Ställe kreuzen müssten, wäre das dann, glaube ich, oder? Hier. Irgendwo hier in der Nähe müsste doch auch was sein. War ich mir jetzt nicht mehr so sicher. In einem Schnittpunkt von zwei von der Stelle sollte was sein, glaube ich. Irgendwo im Sand. So. Ich drücke jetzt hier die ganze Zeit noch die A-Taste. Aber ich komme nicht wirklich dazu. Nee, da haben wir auch nichts. Irgendwo muss es aber was geben. Oder ein ehemaliger Stähl lag. Müsste ich mich dann hochteleportieren können. Also irgendwo im Schnitt von zwei von den Dinger, von den Stähl. Wo war dann das? Tja, jetzt stehen wir blöd da und klotzen noch blöder. Moment, hier. Die ergeben Dienstsinn. Nicht wirklich, oder? So, hier irgendwo, dem Schnittmuster hier, wäre dann hier Schnitt oder hier wäre ein Schnitt, wo die zwei sich imaginär berühren. Der und der wäre dann hier. Okay. Der und du, hier die Linie entlang watscheln, nö. Irgendwo muss es doch sein, verdammt nochmal. Wenn ich es jetzt nur noch wüsste. Ich glaube, irgendwo im unteren Bereich war das. Nochmal mit der Hanselverzähler. Tja, jetzt stehen wir echt blöd da. Da im Sand haben wir auch nichts, ne? Hier in der imaginäre Linie haben wir auch nichts. Hier bei den zwei ist auch nichts. Beziehungsweise hier auch nicht. Wenn wir
hier auf der Linie rumlatschen. Nee, ach, hier, wo was sein könnte. Wo man was vermuten könnte. Bei der Bär? Nee, auch nicht. Das ist doof. Das ist gerade echt doof. Jetzt irre ich hier in einer blöde Sandruine rum. Ich weiß schon genau, warum ich das nie so gemocht habe bei dem Spiel. Das war immer der Bereich, den ich am blödesten fand. Nach der Dungeon, der dann noch folgt, ist meiner Meinung nach nicht gerade so der Beste. Irgendwas muss ich ja triggern können hier. Nee, ach, hier in dem Schnittpunkt findet sich nichts und hier auch nicht. Nö, blöd. Blöd, 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 blöd. Hier im Kopf findet sich auch nichts, nee. Er gibt die Anordnung im Muster. Tja. Das ist die Frucht. Wenn wir dann hier verfolgen würden, müsste ja theoretisch hier in dem Bereich A irgendwo ein Steher oder was sein, ne? Wir gehen einfach mal alles hier ab. Ich glaube, irgendwo hier in dem unteren Bereich müsste das auch gewesen sein. Allzu sicher bin ich mir jetzt aber nicht mehr. Ist halt schon lang her, dass ich das gespielt habe. Wir können jetzt natürlich auch hier die ganze Zeit lustig im Kreis rumrennen oder hier alles abgrasen, Feld verfällt. Ist etwas ätzend, etwas hartnäckig. Hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. In dem Fall entschuldige ich mich jetzt für einfach was blöde, sinnlose Hier- und Hergelatsche. Aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wo dieser Schnittpunkt war. Da muss ich jetzt leider aufs Geratewohl hier raten. Das ist etwas doof, aber uns bleibt ja nichts anderes übrig. Habe ich so im Gefühl. Nee, hier ist überall nix. Ach, wenn doch wenigstens irgendwas hier wäre. Nee. Da sucht man den Schwanz von so einem Kondor ab und findet man nichts. Wie im richtigen Leben, ach. Und was lernen wir daraus? Such nicht an Schwänzen rum. Oh Mann. Mann. Man merkt, dass ich irgendwie hoffnungslos bin gerade. Und ein bisschen verzweifelt, ach. Ja, irgendwo muss ja was sein. Und irgendwas muss ich auch triggern können hier. Ich meine, die stellen mir nicht total verumme hier rum. Wenn wir hier deine Dinger folgen, finden wir hier auch nichts. Hier vielleicht? Nee. Eine Schnittstelle. Boah, meine Fresse. Und wenn wir deine Dinger folgen, hier vielleicht dazwischen? Nee, ach, weder hier noch hier oder sonst irgendwo. Ich habe das mit den Schnittpunkten kommt erst bei einer anderen Ruine. Im Auge vom Kondor haben wir auch nichts am Schnabel. Nee. Gesicht oder so ist auch nicht. Das könnte jetzt auch eine Weile dauern, ihr liebe Leute, bis ich hier was finde. Bis ich mal so clever bin. Moment. Hier, die Linie geht dort hier. Okay. Die Linie geht da hier. Und am Flügelende haben wir nichts bei der Linie. Hier können wir weitergehen. Da findet sich aber auch nichts. Da auch nicht. Weißt du, Teufel, wie das war. Ich brauche auch die weitere Information, sonst renne ich jetzt die ganze Zeit nur hier wie ein Blöde rum. Ja, der Marker. Moment. Die liegen nicht in einer Linie. Ich muss gerade mal gucken. Die liegen auf jeden Fall in einer Linie. Dann kommen wir dann auch da hier und wenn wir da weitergehen, dann müssten wir da rauskommen, ne? Bei der Linie. Da habe ich aber schon überall geguckt. Da finden wir auch nichts weiter. Okay. Also die liegen auf jeden Fall in einer Linie. Die wiederum nicht. Die liegen auch auf einer Linie. Und die würden dann hier entlang führen, ne? Tja. Und dann führt sie dort hier, genau. Gibt aber nicht gerade besonders viel Sinn hier, ne? Wahrscheinlich mache ich ja der absolut größte Käse. Bei den Dinger in den Schnittpunkte finden wir auch nichts. In der Mitte natürlich auch nicht. Gewitter erleidet. Ich wäre langsam aggressiv und ungeduldig hier. Ja. Pass auf, dass ich nicht verliert. Ich will aber weg. Ich will weg hier.
Krise in Nazca hier. So ein Quatsch. Dafür mache ich die Episode aber auch länger, wenn ich das halt noch hinkriege. Mann, 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 ist das ein ätzender Rotz. Nix. Die Ordnung von deiner Felsen ergibt überhaupt keinen Sinn, Lilly, du Lügesecherin. Und hier, der da geht bei dem. Hilfe. Hab keine Ahnung, was ich machen muss. Dann spiele ich vielleicht einfach mal irgendein Lied oder was zur Erheiterung. Oh, toll, das Erinnerungsgedöns in der Hammer Anime. Lolas Melodie bringt uns auch einen Scheißdreck hier. Tja, Lied der Erinnerung haben wir auch nicht mehr parat. Ich würde gerne was oder Flöte spielen zur Erheiterung, aber nö. Wut. So ein elender Mist, so ein blöder. Hier haben wir auch nichts drin, ne? Denn eine zappliche Bag gibt's nix. Dabei führt es eigentlich hier direkt runter, ne? Dumm. Nö. Habe ich keinen Bock drauf. Nö. Esse ich lieber einen Salat. So ein Mist. Das ist so echt bitterbös hier. Auf Eiersuche bei einer Kondorlinie zu gehen. Mit der kann ich auch nichts machen. Was die Melodie angeht. Andere Gegenstand habe ich ja gerade nicht in meinem Inventar. Nee. Deine Felsen finden sich nichts. Die sagt immer nur, ergibt es ein Muster. Ja, was ein Muster soll das dann bitte ergeben? Ich bin gerade hier wieder auf dem Schlauch. Das ist, als würde ich es zum ersten Mal wieder spielen. So, da kommen wir da hier. Ja, das ist ja schön und gut. Wenn wir dort den Weg weitergehen, kommen wir ja dort hier. Ja, aber dort findet sich nichts, Mädel. Da kann ich gucken, so viel ich Bock habe, aber... Nee, das wird nichts. Das wird absolut nichts. Also wenn ich noch 15 Minuten noch nichts gefunden habe, dann gibt es definitiv einen Cut. Das nervt mich immer selber, das frustriert mich immer selber wie Sau. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Wahrscheinlich ist es ganz einfach, ganz simpel. Aber ich, simpel, sehe es mal wieder nicht. Das führt uns dort hier. Am Ende haben wir nix. Nee. Ach, du! Wo ist dann der jetzt hergekommen und warum vor allem? Wie habe ich dich dann getriggert jetzt, urplötzlich? Du Mondvolk. Okay, der ist fortgelatscht. Wahrscheinlich ist er aus reinem Mitleid zu mir hergekommen. Bla bla bla. Ja, immer noch selber. Alle Hopf. Dann gehen wir mal wieder in die Mitte, nehmen unseren Platz wieder ein, oder was? Gut, ihr seid alle wieder da. Die Statue, von der der Will gesprochen hat, muss sich ebenfalls auf dem Gebiet hier befinden. Ich glaube, ich habe die Zeichnung auch schon einmal gesehen. Der Kondor ähnelt ein Sternebild vom Cygnus. Natürlich, das ist es. Ich hätte es merken müssen. Wir sehen den Cygnus in der Zeichnung, aber die alte hat nur den Kondor dort drin gesehen. Das ist die Lösung, natürlich. Guck doch, die Felsen sind angeordnet wie die Sterne im Sternebild Cygnus. Der Cygnus besteht aus 9 Sternen und hier liegen 9 Sterne rum. Wo ist der rote Stern, der erst kürzlich erschienen ist? Tja, hätte ich das jetzt auch aus der letzten Episode im Kopf? Ich glaube, das war ein Schwanz vom Kondor. Das kann nicht sein. Man muss an einem anderen Ort sein. Gut, dass ich nicht mehr, dass ich mehrere Schüsse habe. Ich glaube, im unteren Bereich war es. Natürlich, an seinem linken Fuß. Los, lass uns den linken Fuß überprüfen. Ja, ich warte mal auf euch. Ich bin mittlerweile zu blöd, um zu wissen, wo links ist. Deswegen lasse ich euch mal vorgehen. So, muss dann wohl hier irgendwo sein, ne? Ja, da machen sie schon langsam. Habe ich zwar schon abgegrast, aber gut, anscheinend ging es nicht. Das ist so aufregend, die Sache. Was geschieht nur? Es ist unheimlich. Das ist fast so aufregend, wie etwas zu erfinden. Wir stehen kurz vor der Lösung von einem Rätsel, was bisher von Kämpfforscher gelöst wurde. Das Mysterium vom Sternebild, das klingt romantisch. Naja, ich weiß ja nicht. Im Sand ist eine Stelltafel verborgen. Als der Willi das Ding mit seiner Flöte berührt, verdunkelt sich der Himmel.
Was lernen wir da draus? Der Willi hat eine ziemlich magische Flöte. Oh, wacht, es fällt von oben runter. Willi, Willi, Willi. Ja, Wolkengarten. Das ist das Gebilde, was über der Freske schwebt. Von oben aus gesehen wirken Neil und meine Freunde wie winziger I-Minze. Finde ich auch sehr geil. In manchen Gegenden von der Palz bezeichnet man Ameise als I-Minze. Entschuldigung, vor lauter Wiescht, vor lauter Gelache noch kuscht. Kennen die Zeichnungen Landeplatz, was Gebilde sei? Ah, wer weiß das schon. So sieht man sich wieder. Nicht viele sind so weit gekommen wie du. Und was mit dir? Auf dem Wolkehof reist man durch die Zeiten. So in alle Himmelsrichtungen noch der 4 Kristallkugel. Bewegt dich im Uhrzeigersinn. Okay, was mit dir? Spring von der Klippe vom Wolkehof und find so die Spiegelwelt. Oh, das klingt aber nicht gerade so besonders toll. Wir speichern erstmal. Wie gesagt, heute wird die Folge auch ein bisschen länger. Ich mache heute 30 Minuten draus. Mir haben nämlich effektiv wirklich 10 Minuten verballert. Ich finde, das bin ich euch in dem Fall wirklich schuldig. Wenn ich da absolut sinnlos durch Nazca gerannt bin, soll es ja nicht euren Schade sein. Deswegen machen wir zur Entschädigung heute 30 Minuten Episode. Und im Uhrzeigersinn haben sie ja gesagt. Von oben von 12 Uhr bin ich gekommen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt hier fort. Das hier ist eigentlich hier mystische Kultur, die dargestellt ist, die keinerlei reale, richtige Vorbilder hat, bis auf die Nazca-Linie in Südamerika per se halt. Aber die Kultur hat sich nicht durchs Finger ausgedrückt und durch Wolkegärte. Insofern, ne? Das ist ab jetzt hier was Mystisches. Was nicht mit einer realen Kultur verknüpft ist. Also es gibt sowohl historische Kulturen, die auch wirklich existiert haben, siehe die Inka, da werden wir noch mehr von denen finden im Laufe der Zeit bei Illusion of Time von solche historisch korrekte Kulturen, aber wir werden es auch mit solchen mystischen Sachen wie dem hier zu tun haben. Ja, das war zur richtigen Zeit, perfekt. Autsch, das tut doch weh, du Robot Chicken. So, dann gehen wir da wieder hoch. Also diese Würmer finde ich auch ziemlich lästig, aber die sind noch besser als in der Spiegelwelt, wie das der Mondvolk Hansel schon richtig gesagt hat, die noch kommen wird. Da sind sie nämlich etwas lästiger, diese Kugelraupe, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ich mag gerade mal gucken. Da, da, da. Wie viel ich dann so abziehe. Ah, nicht schlecht. Da, da, da. Sehr theatralische Musik. 8 ziehe ich so ab. Zu wissen. Und die können sich wohl nicht gegenseitig verletzen. Also zwischen Gegner besteht und herrscht kein Friendly Fire. Ja, ich habe den Dungeon irgendwie immer am wenigsten gemocht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ein rotes Juwel haben wir wieder gefunden. Das wird man mir wahrscheinlich auch merken. Ich bin einfach kein großer Fan von dem Gebiet hier. Schattengarten. So. Okay, hier sieht es ein bisschen anders aus. Die sind jetzt rot. Halten noch ein bisschen mehr aus, die Dinger. Und ihr Hand kehren wieder zurück. Die können jetzt auch noch schnell springen. Und verfolgen mich so. Etwas lästiger als die im Wolkengarten. Genauso wie die etwas lästiger sind, weil denn ihr Teile wieder zurückkehren. Utsch. Oh, wow. Mann. So. Okay, 9 Gegner sind noch hier. Das ist auch so traditionell der Ort, an dem ich dann, wenn ich dann eine Lewe verballer, ist es meistens hier, in dem Level, dass ich Lewe vergeud. So. Gut. Gut. Mana gekriegt. Uah. Ich mag euch nicht. Definitiv nicht. So. Jetzt aber schnell durch hier. Uapala. Zum Glück haben wir ja noch Heilkräuter parat. Die Dinger kann ich halt nicht besiegen. Mit den Flamme-Dinger kann ich mich hier nicht anlegen, oder mit den Energiekugeln, was auch immer das darstellen soll. Wow. Warte mal.
Wir petzen uns erstmal hier so ein Ding rein. So. Gut. Jetzt wird das Essen wir auch noch. Und ab dann gehen wir sparsam mit dem Zeug um. So. Dann die rote Juwele. Schmeißen wir ohne hier. Ah, nee. Gerade jetzt wieder so ein Ding vergeut. Okay, komm schon. Ich sollte hier eher aufpassen, wie ich mich bewege. Tatsächlich. Und vielleicht auch mal solche Angriffe machen. Wenn sie denn klappen. Wenn sie denn funktionieren. Und aua. Mistkerl. So. Nein, jetzt bin ich wieder hier runter geschwappt. Ja, wobei, gar nicht mal so verkehrt wahrscheinlich. Ah jo, für Heilkräuterler. Sehr gut, Heilkräuter passt immer rein. Bei denen mache ich ja 3 Schade bei denen. Hier mache ich, glaube ich, nur 2 Schade bei den Roboter. Okay, gut. Da haben wir noch so Uglugs vor allem, ein Unglückswürmchen. So. Hier geht's auch noch weiter. Gut. Ja, du Mistkerl. An. Jawohl. Oh, du hast sogar noch so schreiendes Gesicht in der Explosion. Sehr geil. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Außerdem hat sich die Abwehr erhöht. Ist natürlich auch ein geiles Detail hier. Kann man nicht anders sagen. Okay. Ach ja, stimmt, da war ja noch sowas. Genau. Die gab es ja auch noch, diese Typen mit dem Schwert. Ich erinnere mich. Genau. Dann können wir nämlich die Dinger hier bewegen mit unserer Psychokraft. Ah ja. Hier kriege ich jetzt auch wieder was. Ein Lebensenergie. Gut. Oh. Du kannst dich auch so tragen. Kristallkugel gefunden. Bababababab. Sehr schön. Gut, gut. Gut. Weil da muss ich dann die Schwerter besiegen. Da kann ich das Ding nämlich zur freien Verfügung benutzen. Gut, da haben wir alle erwischt. Und hier in der Welt dürften wir auch alle. Genau. Perfekt. Sehr schön. Das ist sozusagen die Unterseite vom Wolkegater. Gehört alles zusammen, aber das ist so die Unterseite vom Wolkegater. Wie als hätte man so eine flache Platte mit Oberseite und mit Unterseite, die jeweils gedeckt ist. So kann man sich das hier eigentlich relativ gut vorstellen, finde ich. So, dann wieder runter. Und wieder in die Wolkegarte hoch. Genau. Das haben wir also jetzt erfolgreich abgegrast, das Gebiet. Genau, da waren die Kräuter. Oder, nee, Quatsch, da war das rote Juwel drin. Die Heilkräuter waren ohne. Aber wir haben eine von den Kristallkugeln. Das ist immer hier schon mal was wert. Also weiter mit uns. Und wieder zurück in den Anfang. Genau, da unten links waren die Heilkräuter drin. So, da haben wir das Gebiet auf jeden Fall schon mal glücklicherweise abgegrast. Und können da dann die Kugel reinsetzen. Der Stein passt genau in die Aussparung des Blocks. Die Kristallkugel versinkt in der Aussparung. Okay, schön. Dann können wir jetzt auf jeden Fall auch speichern. Und aufgepumpt sind wir ja wieder. Genau, wir speichern. Ich muss aber auch sagen, so sehr ich den Dungeon per se nicht besonders mag, so cool finde ich eigentlich den Endboss hier. Der Boss ist schon ziemlich cool hier in dem Gebiet, das muss man definitiv sagen. Du weißt ich auch wieder, was das für einer ist. Bei dem ersten habe ich es leider nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, bei dem großen Teufelsgesicht. Da hatte ich das leider nicht mehr so im Kopf, dass der erste Endboss ist. Aber als ich den dann wieder gesehen habe, war mir es natürlich dann wieder logisch und war mir es danach wieder klar, dass der das ist. So. Oh, noch gerade so der Feuchte entgangen. Und hier heißt auch nochmal so Eigenart. Hier kann ich mich nämlich so entlang ziehen. Komm schon. Da hoch mit dir, Willi. Und auf den drauf. Gut. Ich finde es aber auch geil, dass man ohne dann den Kondor als
Nazca-Sternebild noch sieht, allerdings ohne die Stähe jetzt im Schnabel oder generell die Stähe. Aber es ist einfach nur cool gemacht. Ich muss sagen, das Spiel hat hier wirklich an viele Details gedacht, an viele schöne Details. So, ich muss, glaube ich, noch 3-mal treffen. Genau. Da kann ich dich jetzt nämlich hier gänzlich aus dem Weg rahmen. Da finde ich zum Beispiel die Sklavenmine wesentlich cooler gemacht. So. Also rein von der Aufmachung her, von der Botschaft, die dahinter steckt, finde ich die Sklavenmine, diese Diamantenmine, eigentlich wesentlich cooler gemacht. Zählt der als Gegner? Lass mal gerade mal gucken. Auf 9. Ich glaube nicht, dass die Schwerter als tatsächliche Gegner zählen, aber wir können ja mal gucken. 9. Ja, die zählen nicht als Gegner. So. Der hat außerdem hier einen Gang versperrt. Boah, gerade noch so Schwein gehabt. Und hier geht's zu einem Sphärenportal. Lass mich rote, freier Daniel. Natürlich. Sehr schön. Also sind wir wieder der freie Daniel und können jetzt wieder unseren dunklen Bettelmönch machen. Natürlich will ich speichern. Sehr schön. Ich wünschte, das lädt mich mal auf Statue erfroren. Okay, gut. So, dann können wir jetzt hier weiter marschieren. Und auch wieder ein bisschen mehr Schadereise. So. Ja, der passt auch noch da durch. Dass ich dort zwischen den Roboterarme verschwinden kann. Hier sind noch insgesamt 5 Gegner. Im Schattengarten warten 12 weitere Gegner auf uns. Okay, habe ich euch gleich. Falls ihr Illusion of Time gespielt habt, es wird mich unglaublich interessieren, was ihr von dem Wolkegarten so generell haltet als Level. Oder ach, wenn ihr es noch nicht kennt, Illusion of Time, gebt mir doch einfach mal bitte Bescheid, was ihr so generell von dem Level hier haltet. Oh, das macht aber auch ganz gut Schade, muss ich sagen. Ja, das macht durchaus viel Schade. Ja, gebt mir doch einfach in den Kommentaren Bescheid, wie ihr das euch hier so gefällt im Schattengarten. Ob ihr das Level hier als gelungen seht, ob ihr das jetzt nicht so toll findet, ob ihr das soweit ganz cool findet. Und es ist eigentlich auch ganz interessant, dass es hier so Pendant hat. Gerade dieselbe Konstellation hatten wir ja eben, allerdings im Schattengarten. So, du reicht's aber auch hier, um den zu killen. Dass ich nur einmal drauf schieße mit meinem Energie-Bettelmönch-Gedöns. Was kriegen wir dann? Stärke. Perfekt. Auf die freue ich mich irgendwie immer am meisten, auf die Stärke. Sodala. Hier lungern noch 8 Gegner rum. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwas Fieses noch im Kopf gehabt für das Gebiet. Aber du warst ja dann schon zu spät. Bin ich dann schon volle Wurmerei gerannt. Gut, das hatten wir ja auch eigentlich, das Gebiet. Das war ja eins von der ersten Gebiete, als wir in den Abschnitt vom Wolkegarten eingedrungen sind. So, einen haben wir gekillt. Genau, das sind nämlich auch unter die Lederer. Allerdings sind die uns hier versperrt. Da müssen wir uns nicht entlang hangeln. Und du bist dann der letzte Gegner, der noch hier übrig ist. Sehr schön. Und ich habe neue Knubbel gekriegt und damit die erste Leichte von meiner Spieler-Lebensenergie vollständig auf. Oder zumindest arg gekratzt. Der volle Knubbel kommt ja beim nächsten Mal dann wieder. Kristallkugel habe ich gefunden. Perfekt. Das reicht dann auch exakt, um die 30 Minuten zu schließen, würde ich sagen. Sobald die Kristallkugel eingesetzt ist, würde ich doch glatt sagen, dass wir dort einen Cut machen können. Da hat das immer wieder perfekt gepasst. Also cool gemacht ist es schon, das muss man sagen. Das Level ist schon relativ cool designt, aber ich persönlich bin damit irgendwie nie warm geworden.
es ist natürlich schön, sich das Ganze anzugucken und dann die Grafik hier genießen zu können und dieses Design von dem Level, das ist schon ziemlich cool, auf jeden Fall, zweifelsohne. Aber das selber zu spielen, fand und finde ich immer noch recht lästig, muss ich sagen. Wolkegarten definitiv cool gestaltet, aber nervig. Durchaus nervig zu spielen. So, da, hier wieder rein. Sehen wir den Amo, wie der sich hier entlang hangelt. Sieht ein bisschen aus wie Guri Gabriev aus Slayers, falls ihr den Anime kennt. So, da, perfekt, perfekt. Da haben wir so die Kugel. Und rein damit. Damit ist der erste gesetzt. Damit haben wir auch die Hälfte erledigt. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. Heute war es, wie gesagt, ein bisschen länger, wegen dieser Nazca-Umherirrerei. Die 10 Minuten wollte ich mal nicht nehmen lassen für das eigentliche Spielgeschehen. Soweit wollte ich eigentlich auch kommen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder, wenn ihr wollt. Also machen's gut und bis dann wieder, euer Yankee.